Guten Morgen und herzlich willkommen zu dem Flotten-Update. Das letzte Mal habe ich das ja gemacht, als ich das Bläulager vom M5 auswechseln lassen. Und heute geht es wieder um den M5. Wie ihr vielleicht im Podcast gesehen oder gehört habt, ich habe den M5 verkauft. Er steht zwar aktuell noch bei mir, aber bald kommt er weg. Ja, wie schon im Podcast erwähnt, habe ich gedacht, so nach 5 Jahren wird es Zeit, mal etwas anderes auszuprobieren, mal in andere Autos zu schauen. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, unser Hobby ist in Gefahr, statt auch dauernd unter Beschuss. Und ja, wer weiß, wie lange so ein Auto kann überhaupt noch zulassen und oder was das in Zukunft vielleicht auch kosten wird. Darum, ja, ich dachte, es wird Zeit, mich vom M5 zu trennen, den in andere, gute Hände zu geben. Ich habe dann auch jemanden gefunden und so bis Ende April, denke ich mal, wird der M5 wegkommen. Jetzt, Kosten sind so ein Thema und ich habe gedacht, jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mal so ein bisschen aufzuschlüsseln, was ein M5 so kostet. Jetzt, das ist sehr auf meinen Fall jetzt das ist nicht bei allen, wird nicht bei allen gleich sein. Es gibt Leute, die Schrauben die werden also viel von den Arbeitskosten können sparen. Andere wiederum haben einen Abstellplatz, also eine eigene Garage oder sonst einen Abstellplatz vor dem Haus. Das heisst, die Kosten für den Parkplatz entfallen. Muss jeder ein bisschen so für sich selber schauen. Oder in anderen Kantonen kostet es ja auch weniger, Sachen zuzulassen, in anderen vielleicht sogar auch mehr. Darum, genau, es ist einfach mal so ein bisschen eine Grössenordnung und so, wie es so schön heisst, Pi mal Daumen, Handgelenk mal Daumen, wie auch immer. Jetzt, ich habe den M5 im Februar 2016 gekauft. Den Preis wollte ich jetzt mal nicht erwähnen, weil ist gerade so in so einer Situation. Ich habe das Auto gerade verkauft, darum lasse ich das jetzt mal auf die Seite. Was ich auch nicht drin habe, ist der Wertverlust. Das hat 2 Gründe. Zum einen bräuchte man Kauf- und Verkaufspreis, um das wirklich sagen können. Und zum anderen kann ich aus Erfahrung sagen, dass die Autos eigentlich nicht mehr an Wert verlieren. Darum entfällt das. Was ich auch nicht drin habe, sind Kosten für den Kraftstoff, für das Benzin. Das aus dem Grund, weil ich da nicht sehr gründlich war und mir das nicht alles aufgeschrieben habe. Trotzdem sollte es in der Grössenordnung aufgehen und man sollte eine gute Idee, oder ihr solltet eine gute Idee bekommen, wie das mit den Kosten so aussieht. Also, jetzt Februar 2016 haben wir gesagt. Zu dieser Zeit hatte ich damals noch den 130er gehabt. Das heisst, ich hatte schon ein Nummernschild, ich hatte schon eine Versicherung, Haftpflicht. Und also die Kosten sind für das erste Jahr nicht sehr aussagekräftig, aber das wird später auch noch mal ändern, auf beide Seiten, wenn dann genau der M2 noch dazukommt und was sonst noch passiert ist. Also Strassenverkehrsabgabe. Übrigens, wenn ich nachher auch das Zeug noch einblende, das heisst, das, was auf dem Bildschirm ist, nachher wird genauer sein als das, was ich sage. Gut, fangen wir an. 2016, die Strassenverkehrsabgabe, zusätzlich noch zum 130er, war 841,90 €. Der M5 ist ein 5 Liter V10, das heisst, die Strassenverkehrsabgabe auf der Hubraum ist recht gross, das sind glaube ich 1100 irgendwas, wenn ich mich nicht irre, da kommt noch das Gewicht dazu. Bis zu 2415 Kilogramm, also inklusive Zuladung. Genau, es ist recht, ich finde einigermaßen teuer. Dann die Versicherung, ich habe es bei der Haftpflicht belassen, damals. Es sind noch 173 drauf gewesen. Dann kommen noch 40 Franken für die Autobahnvignette und das wäre so der Teil mal gewesen. Dann habe ich auch im 16. natürlich ein bisschen was ausgeben für das Auto, zusätzlich zum Parkplatz zum Beispiel, wo 130 Franken pro Monat ist. Bin ich auch noch zweimal bei der BMW, damals noch in der Niederlassung in Dielsdorf gewesen.
Das eine war, wenn ich mich jetzt da mal durchschaue. Genau, das Auto hat die, wie ich finde, grusigen schwarzen BMW-Emblem vorne und hinten drauf gehabt. Dann habe ich die auswechseln lassen. Das hat 194 Franken 14 gekostet. Die Handbremse nachstellen, 80 Franken. Dann der Bremsflüssigkeitsservice. Das sind dann 146,59 und dann alles in allem mein allererster Service bei der BMW sind 454 Franken 40 gewesen. Dann hat es noch ein drittes Emblem gehabt, auf dem Lenkrad. Ja, jetzt kommt eigentlich der erste vielleicht Kopfschüttelmoment. Ich habe das Emblem weggekratzt, das hat so grusig ausgesehen. Das, was aber drunter war, war auch nicht mehr schön mit allem Klebstoff und allem. Ich habe es nicht mehr sauber angebracht. Dann bin ich nachfragen und das kann man nicht einfach so aussetzen. Also nicht einfach so ersetzen. Und ja, man musste das ganze Airbag-Modul ersetzen und ja, das hat ein bisschen was gekostet. Das waren 989 Franken 11 für eine im Prinzip kosmetische Änderung. Ja, es ist ein rechter Betrag, aber da schaut man die ganze Zeit drauf und es hat mir einfach nicht gefallen. Ich weiss, es ist wirklich ein bisschen komisch, aber ja. Ich habe dann auch die Dekorliste aus Alu ersetzen lassen. Dort hat es auch so jenes an Kleber drauf gehabt und habe ich dann auch weggenommen. Das war verbügelt, habe ich auch austauschen lassen. Das waren dann nochmal 263 Franken 7 gewesen. Und die ganzen kosmetischen Änderungen total sind 1352 Franken 35 gewesen. Genau. Und wenn man das zusammennimmt, dann komme ich dieses Jahr eigentlich auf die 4092 Franken 35. Und wenn es ums Budgetieren geht, habe ich es jetzt pro Monat aufgeschlüsselt. Eben weil das hilft vielleicht auch, dass jeder sich zu überlegen, ja, wie passt das ins Budget hier. Ich denke, es geht besser, als wenn ich den Jahresbetrag nehme. Das wäre im Jahr dann im Monat wäre das dann 405 Franken 25 gewesen. So viel hat mich im Prinzip der M5 Touring im ersten Jahr oder knapp ersten Jahr gekostet. Oder in 2016. 2017 dann habe ich zum ersten Mal die vollen Strassenverkehrsabgaben plus die 40 Franken für die Wechselnummern dann gezahlt. Das sind 1438 Franken gewesen, plus noch die 534,50 für die Haftpflichtversicherung für den M5 und den 130er, 40 Franken für die Vignette und dann habe ich auch zum ersten Mal an die periodische Fahrzeugprüfung, wie sie jetzt heisst. Und zwar wäre das dann nochmal 60 Franken gewesen. Parkplatz genau gleich, immer noch 130 Franken pro Monat. Und dann haben wir auch noch Ausgaben für Service und Reparaturen. Ich habe mir da 2563 Franken 30 aufgeschrieben. Ich habe aber auch gerade gemerkt, dass ich das Dokument gar nicht dabei habe. Das mache ich also nachher im Voice-Over. Ziemlich genau jetzt. Sodeli hat das Dokument jetzt gefunden und es handelt sich da um einen recht umfangreichen Service. Also wir haben Motor samt Öl, Filter, Zündkerzen, wir haben das Getriebe, das SMG3 und wir haben das Hinterachsdifferential da drin und das sind 1595 Franken 11 gewesen. Ja, grosser Motor, viel Öl, viel Zündkerzen und würde mich wirklich wundern, ob das bei einem Lamborghini Huracan, der ja auch ein V10 ist, viel teurer geworden wäre. Dann, was dort auch noch war, das Gebläse ist auch kaputt gegangen, musste ersetzt werden und das war dann 778,33 gewesen. Und alles zusammen 2563,30. Ja, Supercar, Supersportwagenpreise eigentlich, was den Service angeht. Darum, ja, das Auto ist günstig in der Beschaffung und der Unterhalt dann, ja, wir werden es noch sehen. Also gehen wir wieder zurück. Okay, jetzt wisst ihr, wieso das so teuer war. Das macht also 6.135,80 für das Jahr 2017.
Das wären 511 Franken 35 pro Monat. Wenn man das vorherige Jahr auch noch dazu nimmt, kommen wir auf 10.228 Franken 15. Das wären 464,95 pro Monat. Ja, schon mal nicht ganz günstig. Machen wir weiter mit 2018. Da ist nämlich auch etwas passiert. Dort habe ich mittlerweile den 1.30 verkauft. Der Touran ist dann dort dazugekommen, also als Familienauto. Das heisst, ich habe das mal nur den, oder zumindest Anfangsjahr, nur den M5 auf den Nummernschildern. Das sind 1.388 für die Strassenverkehrsabgabe, 534 für die Haftpflichtversicherung, 40 die Autobahnvignette. Und ja, jetzt kommen wir zu den Ausgaben für den Unterhalt. Im März habe ich die Batterie ersetzen lassen. Das sind 490 Franken 80 gewesen. Also Arbeit und Teile für die originale BMW-Batterie. Dann im September bin ich vorbeigegangen wegen der Bremsflüssigkeit. Dann haben wir auch gesehen, dass der Heckklappentaster, dass die Dichtung dann nicht mehr ganz sauber ist und um dort den Teil vor Schäden zu bewahren, habe ich den mal prophylaktisch austauschen lassen. Das sind dann alles in allem 299,30 gewesen. Und dann bin ich nochmal vorbeigegangen, ein bisschen unfreiwillig, weil die Drosselklappensteuerung, die ich ja schon erwähnt habe im Review vom M5 und vielleicht auch später nochmal, hops gegangen ist. Das sind dann für Arbeit und Teile und allem sind das 1.972,65 Franken gewesen. Also ja, Drosselklappe etwas vom teureren bei einem 5 Liter V10. Genau. Und dann kommen wir fürs 2018. Apropos 2018, Ende Jahr ist dann noch der M2 dazugekommen. Das heisst, hat dann der auf diesen Nummernschildern gehabt und dann auf der Vollkasko vom M2. Das heisst, gegen Ende Jahr habe ich dann eigentlich nichts mehr gezahlt für den 5 Sachen Versicherungen. Und ja, das Total für 2018 wäre 6.695,05 gewesen. Oder pro Monat 557,95. Im Total sind wir also schon auf 16.923 Franken 20 oder 497,75 Franken pro Monat nach fast 3 Jahren. Ja, da läppert sich ganz schön was zusammen. 2019 dann, wie gesagt, jetzt der M2 und der M5 auf den gleichen Nummernschilder. Das heisst wieder Strassenverkehrsabgabe vom M5, weil der teurer ist, plus noch die Wechselnummerngebühr 40 Franken, das wären dann 1.543 Franken im 2019. Für die Versicherung habe ich dann dafür nichts gezahlt für den M5, weil Vollkasko auf dem M2. 40 Franken für die Autobahnvignette wieder und Parkplatz wie gehabt. Was Service und Reparaturen angeht, habe ich 966 Franken im 2019. Was haben wir da gehabt? Wir haben einen ganz normalen Service gehabt. Und sonst müsste ich dann nochmal ein Voice-Over machen, falls es etwas Neues gibt, und zwar jetzt. Hat es nicht gegeben, es war ein ganz normaler Service. Also wieder zurück. Genau. Alles in allem sind wir dann also auf 4.109 Franken 25 für das Jahr 2019, das war also ein bisschen günstiger gewesen. Und 342,45 pro Monat. Jetzt, wenn wir es wieder kumulieren, kommen wir auf 21.032 Franken 45 und 457 Franken 25 pro Monat über die fast 4 Jahre also. Sonst hat sich im 2019 eigentlich an dem Auto nichts verändert. Kommen wir ins 2020. Also immer noch M5 und M2 Huckepack. 1438, also mit der Wechselnummer. Versicherung wieder nichts, was der M5 angeht. Und 40 Franken für die Autobahnvignette. Parkplatz wieder wie gehabt. Service-Reparaturen war nichts im 2020. Ich habe mich dann entschieden, weil ich mich eben letztes Jahr eigentlich entschieden habe, zum M5 zu verkaufen, habe ich gedacht, ich tue noch die Bläuerlager auswechseln lassen. Wie es ausgesehen hat, hat das Fahrzeug wirklich nie frische Bläuerlager bekommen.
Und ja, es war höchste Zeit gewesen und die Verkaufschancen, habe ich gedacht, sind wahrscheinlich besser. Darum sind das dann 3000 Franken für das Bläuerlager. Und wenn wir das dann zusammennehmen, haben wir im 2020 6'078 Franken oder 566,50 pro Monat. Wieder, wenn wir es kumulieren, sind das 27'110 Franken oder auf den Monat abgebrochen 467,45 Franken für fast 5 Jahre. Jetzt sind wir im 2021, Straßenverkehrsabgabe natürlich wieder, genau gleich 1438, M5 plus Wechselnummerngebühr für die M2, 40 Franken für die Straßenverkehrsabgabe, für die Autobahnvignette, dann noch 60 für die periodische Fahrzeugkontrolle, Service und Reparaturen soweit nichts. Ich hoffe, es kommt auch nichts mehr dazu, bevor das Fahrzeug dann zum neuen Besitzer geht. Parkplatz, ja, entsprechend für 4 Monate ein bisschen weniger. Und dann haben wir 1988 für die 4 Monate oder 455,50 pro Monat. Oder jetzt machen wir die ganz grosse Rechnung, also nach 5 Jahren und 2 Monaten wären das. Insgesamt an Strassenverkehrsabgaben 8'086 Franken 90 oder 134,80 pro Monat. Versicherungen, da eigentlich eher wenig, 1172 Franken 20 oder 19 Franken 55. Und ja, die Autobahnvignette, das ist jetzt einfach pro Jahr, würden wir es pro Monat abrechnen, wäre das dann 4 Franken pro Monat. Für Service und Reparaturen total 8'509 Franken 35 oder 141 Franken 85 pro Monat. Das ist jetzt ohne die Bläuerlager, weil ja, die habe ich jetzt einfach vorsorglich austauschen lassen. Es war nicht in dem Sinne eine Reparatur gewesen. Aber wenn man die auch noch drin nimmt, wäre das in total 11'509 Franken 35 oder 191,85 pro Monat. Für den Parkplatz total 8'060 Franken, das sind die 130 pro Monat. Und ja, total kommen wir jetzt also auf die 29'068 Franken und 10 Rappen. Oder 484 Franken 50 pro Monat. Wie gesagt, wieso mache ich das pro Monat nochmal als Erinnerung? Einfach wenn wir eine Budgetplanung machen wollen für den Monat. Ja, es wären knapp 500. Jetzt, wie gesagt, der Parkplatz war zum Beispiel ein ganz grosser Teil gewesen. Also wenn wir den streichen, würden wir auf 350 kommen pro Monat. Das ist ja schon mal, das macht einen Unterschied. Wenn man selber geschickt ist mit Werkzeug und allem, dann kann man dort auch noch was machen. Teile natürlich, wenn man nicht gerade unbedingt BMW Originalteile verbauen will, kommt man auch dort günstiger weg. Ich bin jetzt einfach für die Dokumente zu der Niederlassung gegangen. Ich habe gedacht, es wird einfacher, es wäre besser, wenn ich das Auto verkaufe, wenn ich das alles bei der BMW machen lasse. Und ja, es sieht schon so aus. Es ist nicht ein Sammlerauto jetzt wie ein uralter Ferrari oder ein uralter Porsche, aber wir kommen jetzt in diesen Bereich. Das heisst nicht, dass das Auto irgendwann wird Hunderttausende von Franken wert sein, aber wir kommen langsam in einen Sammlerwert. Genau. Ja, es zeigt sich, das Auto war nicht günstig gewesen. Ich kann vielleicht sagen, dass ich alles in allem für Wartung und Unterhalt und ja, in Strassenverkehrssetzungen und dem Ganzen mehr gezahlt habe eigentlich als für das ganze Auto selber. Ja. Was den Verbrauch noch angeht, vielleicht ganz kurz. Im ersten Jahr bin ich noch fleissig mit dem Aufschreiben vom Verbrauch und ich bin dort auf 13,5 gekommen im Durchschnitt. Das ist nicht viel. Im 2016 bin ich auch noch nicht über die Passstrasse mit dem räubern im Sommer. Das heisst, das wird dort noch ein bisschen raufgehen. Ich würde mal sagen, einfach mal grob mit 15 Liter rechnen auf 100 Kilometer und dann kommt das etwa an. Ja, das war es. Das war mein Take, was das Besitzen von einem M5 angeht. Eher auf der teureren Seite. Ich bin erstens mal nicht sehr viel gefahren. Das sind nicht einmal 8000 Kilometer, die ich gemacht habe in 5 Jahren. Wie gesagt, ich hatte auch nebendran noch andere Autos,
und habe die auch immer noch. Dann eben kommt Parkplatz dazu, wenn man mehr fährt. Kommt mehr Benzin dazu und eventuell auch höhere Reparaturkosten, weil eben Serviceintervall. Gut, dann müssen wir einfach ein bisschen viel fahren, um die zu verkürzen. Oder aber auch dann an Reparaturen und natürlich höherer Verschleiß für alle Teile. Ja, alles in allem kein günstiges Auto, ist aber ja, eigentlich das meiste, das, was mir am meisten wehtut, das ist eigentlich der Parkplatz. Ja, alles andere war auch nötig gewesen, sozusagen. Ja, ist cool gewesen, der M15 V10 Kombi, immer noch mega lässige Kombination, immer noch mega cool zum ein bisschen andere Autos ärgern und ja, der Ton. Was tönt heute noch so? Gar nicht, weil auch Huracan und der R8 tönen ja nicht mehr so wegen der Partikelfilter. Die alten, der Gallardo und der R8 aus der ersten Generation haben noch so getönt. Und Carrera GT, wenn man die irgendwo trifft, den Lexus LFA, die Viper, auch nicht mehr gibt. Also ja, nicht mehr viel V10 rum und ja, man müsste vielleicht irgendwo noch einen V12 können auftreiben. Am besten einen mit wenig Hubraum, also einer von den alten Ferrari, 3 Liter V12, um den Sound zu toppen, meiner Meinung nach. Aber genau, es kann ja nicht nur der Sound und der Hubraum sein, auch wenn das viel ausmacht, gebe ich zu. Genau, wäre das Kapitel abgeschlossen mit dem M5. Wahrscheinlich auch das interessanteste Auto, das ich gehabt habe. Aber genau, irgendwann kommt alles zu einem Ende, wie es so schön heisst. Ich hoffe, dass der M5 in gute Hände kommt. Es sieht so aus. Und ja, würde mich freuen, wenn der neue Besitzer natürlich auch viel Freude an dem hat, so wie ich Freude an ihm hatte. Ja, bis bald. Und ja, entweder bei einer wieder eine größere Änderung, wieder eine größere Reparatur bei einem von den anderen Autos oder eine Neuanschaffung oder wie auch immer. Oder ein Verkauf, dann tun wir wieder die Kosten umschlüsseln. Ich hoffe, das hat euch einen Einblick gegeben. Wie immer, wenn ihr Meinungen habt dazu, schreibt mir einen Kommentar, schreibt das Mail, was euch lieber passt. Und dann hören wir bald voneinander. Merci vielmals. Ciao zusammen.